Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich muss es gestehen. Ich sag's euch gleich am Anfang. Ich habe mich stark inspirieren lassen. Und zwar hat die liebe Secret Service, Ehre geht raus, heute ihr 5K-Special rauslassen. Herzlichen Glückwunsch nochmal offiziell dazu. Und ich habe nach den ersten 5 Minuten in ihrem Video gemerkt, Hakuza, den Stream kenne ich noch nicht und den würde ich gerne behandeln. Jetzt bin ich natürlich in dem Dilemma, dass ich das jetzt natürlich sehr zeitnah zu ihrer Reaction dazu rauslasse. Aber das ist ja normal auch kein Problem bei den aktuellen Geschichten. Reagieren ja 20 Leute gleichzeitig auf denselben Schmand. Aber ich mache es unter anderem auch deswegen, weil ich mir natürlich ihr 5K-Special fertig anschauen will, aber ich mich natürlich nicht spoilern lassen will mit diesem Stream. Dementsprechend nehme ich euch ihn jetzt gleich auf. Ich bin gerade im Flow, ich habe gerade 20 Minuten Video aufgenommen, in dem ich mich ein bisschen über die WDR-Doku beschwert habe. Das ist wahrscheinlich schon online, wenn ihr das hier seht. Es sei denn, YouTube knödelt da wieder irgendwas rein, von wegen ist Edzardler nicht Monetarisierungsbla, dann kann es passieren, dass ihr das vielleicht auch nach dem Summer Breeze erst kriegt. Je nachdem, wenn jetzt aktuell Summer Breeze ist oder vor dem Summer Breeze und ihr schaut euch das an, schön, wenn nicht, dann hat YouTube mal wieder Edzardler die Scheiße gebaut. Weil die haben in letzter Zeit, was die Monetarisierung angeht, einfach wirklich oft hier Sand in der Miezekatze. Nichtsdestoweniger bleibt mir den Mehrer zum Sagen, außer hockt euch her, sagen wir Mehrer, reißt's euch a Häube auf und stellt euch vielleicht nur eine parat, weil die Scheiße dauert 33 Minuten. Mir ging an einer in Rainer. Und zwar in einen Rainer vom 17.07.2021. Und Leute, zum 17.07.2021, ne, das ist eine spannende Zeit gewesen. Das war, bevor ich wirklich aktiv ins Drachengame eingestiegen bin und zu einer Zeit, in dem ich das ganze Game nur peripher verfolgt habe. 2021 ist viel passiert. Die erste tatsächliche Verurteilung im Oktober, aber davor diverse Bewährungen, Anzeigen, ihr habt es mitgekriegt, aber unter anderem auch, und das müsste im Juli, müsste davon noch nichts gewusst haben, es war glaube ich im August oder im September, ist bei unserem hier mittelfränkischen Fettbeidel die Benachrichtigung eingetrudelt, dass er sich gefälligst zu einer MPU rollen sollte, und zwar Flotto, weil ihm ansonsten nämlich die ach so geliebte Fahrlizenz zwickt wird. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Er hat halt ein Dreivierteljahr nicht dergleichen do und hat sich gedacht, ja, das sitze ich aus, so wie alles. Und da war er weg, der Lappen. Und dann hat ihm der ganze schöne Ranger nichts mehr geholfen, weil sie einen Lappen zwickt haben. Das ist um den Dreh rum passiert, wahrscheinlich 1-2 Monate danach. Und zu diesem Zeitpunkt hier müsste ungefähr der Zeitraum gewesen sein, in dem die Gemeinde auf ihn zugekommen ist, um die Verhandlungen aufzunehmen bezüglich des Schanzenverkaufs.
Es müsste ungefähr um den Dreh rum sein, weil verkauft hat er den ganzen Puff ja im Endeffekt dann im Dezember. Ausziehen sollen hätte er Anfang Januar, aber wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Und so ein Verkauf von so einem Haus und so einem Grundstück, das geht ja nicht, das wird ja nicht in 2 Tagen gemacht. Die werden wahrscheinlich, ist die Gemeinde ungefähr um den Zeitraum Juli, vielleicht Anfang August auf ihn zugekommen und hat gesagt, lieber Reini, wie schaut's aus? Ähm, wir schauen uns jetzt diesen ganzen Müll seit 8 beschissenen Jahren an. Und du tust nicht dergleichen, dass du aus dem Internet löscht, etc. Wir wissen alle, du hast dann äh, du hast einen richtigen fetten Stack an Schulden. Und wäre das nicht eine Win-Win-Situation, wenn wir dir jetzt deine Butze abkaufen und du kannst dann die Barne nehmen, die wir da dafür geben, deine Gläubiger bezahlen und dann trollst du dich. Ist es ein Deal? Und alles, was Reini gehört hat, war, wir geben dir jede Menge Geld, dann kannst du einen kleinen blauen LKW kaufen. Und dann hat er gesagt, ja, also, machen wir schon. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er sich da schon, weil in diesem Zeitraum, Sommer 2021, wenn ihr euch die ganzen Streams nochmal anschaut, da war er sehr arrogant. Also sogar für seine Verhältnisse überdurchschnittlich arrogant. Und für mich ist es möglich, ist eine Theorie meinerseits, dass er praktisch dieses Angebot da gekriegt hat und sich praktisch vor seinem inneren Auge schon ausgemalt hat, dass er jetzt dann ja praktisch bald ein reicher Mann ist, wenn er die lästige Schanze, die ja mehr oder weniger ihre Schuldigkeit ihm gegenüber schon getan hat und von der er nicht mehr so viel Vorteile hatte, sind wir mal ehrlich, endlich los ist und hat sich wahrscheinlich gedacht, dass was er nicht für Fuchs ist, dass er da so einen guten Deal rausschlagen kann. Und weil, wie gesagt, in diesem Sommer hat er sich schon sehr gefühlt. Die anstehende Gerichtsverhandlung im Oktober, die hat er noch gut weg ignoriert. Das kann er ja auch sehr gut, sich vor solchen unangenehmen Dingen in der Zukunft verschließen. Er soll sich zukunftsreiner drum kümmern. Äh, die arme Drecksau. Äh, ne? Der wird schon schauen. Und ja, mit dieser Theorie, die wollte ich euch noch unterbreiten, würde ich jetzt sagen, gehen wir in diese wunderschöne Stream-Zusammenfassung. Wir schauen uns das Ganze bei Rendern hochladen an. Ihr werdet das am Intro sehen und an dem Wasserzeichen, das wir da mal reinsetzen. Und los geht's. Also, ich habe jetzt nochmal Pause machen müssen. Jetzt geht's nämlich wirklich los. Ich war kurz abgelenkt, weil eine meiner Katzen, jetzt ist sie gerade aufgewacht, aber die hat gerade gepennt und geträumt und hat, ihr kennt das von, ich wusste nicht, dass Katzen das auch machen, aber von Hunden, so dass die dann mit dem Fuß so im Traum so zucken. Und das war todescute. Aber jetzt geht's wirklich ins Video. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute, ihr unterschätzt das immer. Und das trotz Betretungsverbot, ne? Rainer, es gab nie ein Betretungsverbot, weil wir nicht in der DDR leben. Boah, da stehen sie auf dem Todesstreifen, warum schießt da keiner? Rainer, nein, nix Betretungsverbot. Wie er da sitzt, ich bin jetzt schon wieder mit. Ich bin jetzt schon wieder mit, wie er da sitzt, wieder keult, wie als Rindviech und da hochmütig und arrogant einen von einem Betretungsverbot rausmettelt, von dem ich nicht weiß, aus welchem seiner Arschgebirge er sich das gezogen hat. Nein, es gibt und gab da kein Betretungsverbot. Das ist ein freies Land und das ist eine öffentliche Straße und da können die hingehen, wo auch immer sie lustig sind. Und die tun nichts. Die stehen da und schauen sich die desaströse Situation, in der du lebst, an. Ne? Alter, auch ganz ehrlich, diese Dachterrasse.
die hätte er mal abkerchern sollen. Alter, da wächst ja schon alles. Ganz klar, die Schanze war ein altes Haus und das war sicher nicht ein Traumhaus. Jetzt unter modernen Gesichtspunkten gesehen. Aber sie hat Potenzial gehabt. Das Grundstück war riesengroß. Und keine Ahnung, so eine Dachterrasse. Wo schön am Abend noch die Sonne hinscheint. Ich kenne Leute, die würden sich einen Haxen dafür ausreißen. Und Leute, die Freunde haben, würden sich dann da draußen hinsetzen, am Samstag, Nachmittag, einen Grill anschmeißen, sich eine kleine JBL-Box hinstellen, sie nett unterhalten. Und der Gaudi haben wir dann Herrgott an Kurden Mosei lassen, oder? Ist doch schön, da draußen, ich war auch leider Gottes erst nach Schanzenabriss einmal dorten. Es ist eine wunderschöne Gegend und es ist im Sommer ein absolutes Paradies. Da ist alles grün außenrum. Du kannst da hocken, es geht ein warmer Wind, reißt da eine Häube auf, schmeißt einen Grill an, ladst aber Freund ein und dann hast die größte Freude. Und es ist eine Schande, dass es in diese Hände gefallen ist, die es einfach nur haben verkommen lassen. Im Übrigen, ich habe eine Theorie, komme ich wieder mit der Theorie um die Ecke. Ich weiß nicht, ob es die Theorie schon gibt. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand schon bestätigen konnte oder nicht oder was auch immer. Ich habe mir da den Gedanken gemacht, wie es dazu kommen konnte, dass Reini die Schanze geerbt hat. Weil wir leben ja nicht mehr irgendwie im Mittelalter, wo der älteste Sohn alles erbt und der Rest der Familie schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Sondern theoretisch hätte das ja entweder an Rita fallen müssen oder zu gleichen Teilen an Rainer, Rita und Ramona. Ich verstehe auch nicht, warum die alle mit R anfangen, fragt es mir nicht. Moment kurz. Okay. Die miezliche Eskalation. Na, egal. Und jetzt hat aber doch die Oma da noch gewohnt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das die Oma väterlicherseits war. Korrigiert's mir, wenn ich Scheiße laber, weil ich glaube, das war hier Rudis Mutter. Ne? Ich glaube, Rita und Ramona haben gesagt, Reini, wir verzichten auf das Erbe. Du kriegst die komplette Schanze mit allem, was drum und dran ist, für dich, weil Rita hat ja ihren neuen Macker schon gehabt, konnte bei dem einziehen. Ramona hat ja auch schon einen Macker gehabt, zu dem sie ziehen konnte. Die waren ja alle gut verrammt. Und die dann gesagt haben, Reini, du kriegst jetzt den kompletten Puff für dich alleine, aber dafür kümmerst du dich um die Oma. Der Reini gesagt, gar kein Problem, Erzadler, machen wir. Und in dem Moment, in dem sie ins Haus überschrieben haben, vom Erbe zurückgetreten sind und das beim Notar ist und da Dach und Fach war und ihm der ganze Ding gehört hat, der ganze Bums, hat die Oma ins Altenheim geschossen, damit er aufs Festival fahren kann. Ich glaube tatsächlich, dass auch dadurch das Verhältnis zwischen seiner Mutter, seiner Schwester und ihm zerrüttet wurde. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum. Das war ja damals noch deutlich mehr wert, als er dann im Endeffekt 2021 dafür bekommen hat. Warum da müssten sie schon wirklich jenseits von Gut und Böse hageldumm gewesen sein, zu sagen, na, ich verzichte einfach auf meinen Anteil von diesem Erbe, das ja in den niedrigen sechsstelligen Bereich ging, zum damaligen Zeitpunkt noch. Müsst ihr euch vorstellen, mit Dach auf der Bulldog-Halle, ohne Schimmel in den Wänden. Die Schanze hat ja, wenn ihr die frühesten Videos von ihm anschaut, die ist ja gut dagestanden. Der Rudi hat ihm ja keine Bruchbude hinterlassen. So klar, da muss einmal irgendwo eine Hand angelegt werden, aber ne?
Und ich glaube tatsächlich, dass das der Deal war. Und Reini hat sich gedacht, einwandfrei, jetzt habe ich's Haus, jetzt ist mir alles überschrieben, jetzt ist mir alles wurscht. Das mit der Oma wird mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Die haue ich jetzt weiter, weil ich muss ja von den Barne, die ich noch geerbt habe vom Euden, schön dekadent aufs Festival meddeln und da einen auf großkotzigen Krösus machen. Nur dazu kann ich nicht meine Erzadler YouTube-Karriere in Angriff nehmen, solange da unten die alte Spinatwachtel sitzt und dann permanent wieder was braucht. Und ich glaube, das war der Gedanke dahinter. Wie gesagt, sagt's mir in den Kommentaren, was ihr von dieser Theorie haltet. Ich halte die für plausibel, weil ich würde, wenn ich eine Rita oder eine Ramona wäre, nicht einfach sagen, nur weil er unausstehlicher fränkischer Fettbeitel ist, Grüße gehen raus an den Bewährungsversager, verzichte ich auf meinen Anteil an diesem Erbe. Jetzt sagen wir mal, die Schanze war zum damaligen Zeitpunkt mit allem drum und dran 150.000 Euro wert. Das waren 50.000 Euro für jeden von denen gewesen. Auf die verzichtet man ja nicht grundlos, ja? Sondern man sagt, okay, du pflegst jetzt die Oma bis an ihr Ende. Ob das ein guter Deal war oder nicht, das wirst dann rausfinden, so ungefähr. Und wir sind dafür fein raus und kriegst dafür den ganzen Laden. Und da hat er sich genauso gut an sein Wort gehalten wie sonst auch immer und, ne? Das ist halt schon die 6. Gruppe oder so. Oder sogar schon die 7. Könnte sogar schon die 8. sein. Keine Ahnung. Es werden immer mehr. Wenn du diese Aufzählungen hast, bei ihm ist immer gelogen. Rainer, das ist wahrscheinlich die 1. Gruppe an dem Tag gewesen. Vielleicht war es die 2. Ne? Aber er lügt gerade schon wieder, dass sich die Balken biegen. Ja? Im Übrigen, deswegen ist wahrscheinlich auch das Dach der Bulldog-Halle eingestürzt, oder? Rainer hat gelogen, bis sich die Balken gebogen haben und irgendwann sind sie geborsten unter der Lügenlast. Also, warte mal, ich bin so ein dämlicher Vollidiot. Ich laber euch jetzt schon wieder seit 18 Minuten fast voll und ich habe immer noch diesen scheiß Bildschirm schon da drin. Es tut mir scusi, Alter. Dann kommen immer mehr und mehr. Und weil ich nicht rauskomme, ist es natürlich wieder nicht genug, sich einfach auf die Straße zu stellen und rumzuschreien, was eh schon verboten ist. Nee, man muss gleich wieder ans Tor und am Tor rumfummeln. Ja, Rainer, auf der Straße stehen ist nicht verboten, Digga. Es ist nicht verboten. Auch hier der Garten zum Verschönern. Ich lasse im Frühjahr bevor ich das erste Mal zum Rasenmähen gehe im Frühjahr, ich lasse ein bisschen stehen bei mir im Garten zum Verschönern, weil da kommen noch so diese Frühjahrsblumen und wenn dann die ersten Bienen und sowas kommen, die freuen sich drüber, wenn das nicht alles gleich weggemäht ist und dann hast du da lebt der ganze Garten. Ich finde das schön. Ich hocke mich dann auf die Terrasse und reiß mal halbe auf und genieße das. Ne? Aber hat ja damit nichts mehr zu tun. Das ist ja vollkommen eine Verwahrlosung. Das schaut ja aus wie im tiefsten Amazonas. Das ist ja alles komplett zugewuchert. Und zwischendrin hier die Reste von dem, was irgendwann einmal ein Gartenzaun war, schaut aus wie Dresden 45. In Kombination mit dem, was einmal eine Dachterrasse war, was jetzt einfach bloß ein Ablageplatz ist, mit der verschimmelten Bastmatten außenrum. Und da auf den Hof hat er sich so ein altes Ölfassel gestellt, wie die Penner unter der Brücke im Chicago Downtown. Nur als Info, ich habe die Polizei vor über 50 Minuten angerufen. Ich habe bei der Polizei angerufen um exakt 18:01 Uhr. Also es ist 18:51 Uhr. Ein zweites Mal habe ich angerufen um 7:30 Uhr. Ja, und dann werden sie sich gewiss gedacht haben, jetzt hat der Trottel schon wieder angerufen, dann beeilen wir uns jetzt extra. Rainer, die fahren von Neustadt zu dir. Das ist One-Way schon eine Viertelstunde. Und jetzt sag ich dir aber was dir wirklich komplett die Rübe wegblasen wird. Die haben vielleicht gerade auch was anderes zum Tor. Weil die nicht 24 Stunden in Neustadt an der Aisch in ihrem Polizeipräsidium gesessen sind und sich gedacht haben, mei, hoffentlich ruft der Rainer gleich, oder dann springen wir sofort ins Auto und mit quietschenden Reifen geht's dann los. Die haben sich nämlich um den ganzen Landkreis kümmern müssen. Und trotzdem sind am Ende 2/3 ihrer Einsätze bei dir gelandet.
Das ist halt wild. Das ist halt wild. Sprich, die haben einfach die dreifache Arbeit gehabt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, seine Polizei in Neustadt an der Aisch hat die dreifache Arbeit gehabt, als wenn er nicht da gewesen wäre. Oder wenn ich jemanden hätte, der mir meine Arbeit verdreifacht, einfach nur, weil er so dermaßen ignorant ist und es in seinen dämlichen Schwellschädel nicht gehämmert kriegt, dass er einfach mit dieser Provokation und dieser Scheiße im Internet aufhören soll, dem würde ich aber sauber aufs Dach kacken. Dem würde ich sauber aufs Dach kacken. Und dann ist auch wirklich die Reaktion von einem Herrn Müller sehr verständlich, wie er da gesagt hat, hier, das beißt sich ein wenig. Oder dass die dann eben auch länger brauchen, um zu ihm zu fahren. Oder dass die auch sagen, Rainer, ich nehme die Anzeige jetzt nicht auf, weil du kannst nicht irgendeinen Hiopai dafür anzeigen, dass er mit einem Bier in der Hand auf der öffentlichen Straße in deinem scheiß Ort steht. Aber das versteht er wieder nicht. Die hätten eine Zweigstelle aufbauen sollen. Direkt neben ihm. In die Bulldog-Halle, dann hätten sie ihm gleich ein neues Dach drauf machen können. Und den Müll raustragen, wenn sie schon mal dabei sind. Damit auch immer jemand da ist. So hat er sich das vorgestellt. Der Lord braucht seine eigene Bagage. Eben neulich mal wieder auf Hörbuch, hier Song of Ice and Fire, das erste, das Game of Thrones. Da ist ja dann auch, die haben ja dann auch so ihre Leibgarde, keine Ahnung, Eddard Stark nimmt, glaube ich, 50 oder 100 Leute mit nach King's Landing oder sowas. Und so hat sich Rainer das auch gedacht. The Lord of Schauerberg. Warden of the Met. Dachte, du hast ein Verbot, die Straße zu filmen, vor allem im Stream zu zeigen live. Ja, es gibt auch ein Betretungsverbot, das Leute... Nein, Rainer, es gibt kein Betretung. Es gibt ein Verbot, im Stream die Straße zu zeigen, aber es gibt kein Verbot, auf der öffentlichen Straße zu stehen. Weil wir, wie gesagt, nicht in der DDR leben. verbietet, hier im Dorf rumzueiern. Sogar in der DDR durftest du auf der Straße stehen. Was rede ich für einen Schmarrn? Vor allem mit einer Gruppe von über 6 Mann. Es ist das so, dass ich euch das zeige, um alle Leute, die den Stream oder das Video sehen, darauf aufmerksam zu machen, was hier eigentlich abgeht. Und Rainer, wir sagten, ich meine, er will jetzt mit der Gruppe von 6 Mann auf die Corona-Regelungen wollte raus, damals. Corona, ihr erinnert euch noch? Aber Rainer, wer sagt denn, dass die zusammengehören? Das kann ja sein, dass das 3 Zweiergruppen waren. Und dann? Das kann auch niemand nachweisen. Da kommt dann der Herr Müller mit Blaulicht-Edzardler und fragt, wie schaut das aus? Wer gehört hier zusammen? Ja, wir zwei und wir zwei. Ja, alles gut. Und dann stehen 2 Leute zusammen, die durften zusammen sein, die stehen auf der öffentlichen Straße und Gucci ist. Und noch dazu war das, glaube ich, Sommer 2021, da sind ja diese Kontaktregelungen gelockert worden, weil die Leute sonst einen kompletten Kollaps gekriegt haben. Und da hat man auch so Gartenpartys veranstalten dürfen, irgendwie mit bis zu 10 Leuten oder sowas. Oder war da nicht die Regelung, es dürfen so und so viele Leute aus, aber maximal so und so vielen verschiedenen Haushalten sein? Irgend sowas. Ey, ich habe das verdrängt, keine Ahnung, das war die beschissenste Zeit in meinem Leben, diese ganze Corona. Das ist sicher bei den meisten von euch nicht anders gewesen. So gesehen kannst du es als eine Art Berichterstattung betrachten. Das heißt im Klartext, ich zeige das deswegen, weil es sich einfach nichts ändert, obwohl es immer heißt, es ändert sich was, es ändert sich was, es wird was gemacht, es wird was gemacht. Es gibt Polizisten, die ihren Job super machen, da sage ich gar nichts. Und die Polizei ist nicht dafür da, mich zu beschützen, ganz klarer Fall. Das widerspreche ich auch gar nicht. Ja, doch, die Polizei ist theoretisch schon da, dich zu beschützen, so wie sie dafür da ist, jeden von uns zu beschützen, aber halt vor einer akuten Gefahr. Und irgendwelche Kuchenkinder, die draußen auf der Straße stehen und ein Bier in der Hand haben und sich die Ruine anschauen, in der du da dein Drachenhort angelegt hast, ist halt nichts, wovor man beschützt werden muss. Rainer, vollkommen klar.
Aber trotzdem ist es eine Unverschämtheit, Trotzdem, was manchmal abgeht. Ein Beispiel. Ich hatte heute Nacht wieder Hater hier vor meiner Haustür. 7 Stück oder so waren das. schon wieder 7. Ich glaube, vorher waren es 7 Leute, ist schon die 7. Gruppe, jetzt sind es wieder 7. Ich glaube, 7 ist gerade eine Zahl, die er so im Kopf hat und deswegen mettelt er die raus. Halt, ist halt straight gelogen, wissen wir alle, aber, ne? 5 bis 7 Stück, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Die haben mein ganzes Haus geklopappt, wenn ihr wisst, was es ist. Mit Klopapier mein Haus beworfen und so weiter. Und mein Haus mit Klopapier eingewickelt. Rainer, wie? Also, erst einmal, wenn die tatsächlich dein ganzes Haus mit Klopapier eingewickelt hätten, ihr seht den winklerischen Lügenblick, es ist halt alles wieder, ne? Lulu Train ist wieder auf dem Weg nach Bullshit Town. Und, wie? Die hätten ja, jeder von uns weiß, wie das ausgesehen hat, als die Schanze noch gestanden. Die hätten ja praktisch aufs Grundstück gehen müssen, sich um dein Haus herum positionieren und dann da die Klorollen drüber schmeißen, um das ganze Haus mit Klopapier einzuwickeln. Und du willst mir erzählen, dass du da drin in der Schanze gesessen bist, über die Kamera denen dabei zugeschaut hast und nicht eskalierend rausgemettelt bist, als sie das getan haben. Das beißt sich ein wenig, Rainer. Noch dazu würden wir das Klopapier jetzt auf diesen Überwachungskameraaufnahmen sehen, die du gerade zeigst, weil du Squeeze nicht weggerammt hättest. Im Leben nicht. Ich sag nur, warum liegt da eine Wurst? Das Klopapier wäre immer noch da. Die Schanze wäre immer noch in Klopapier eingewickelt. Wir würden das jetzt sehen. Es ist hageldumm und dreist gelogen, was du da gerade von dir gibst. Niemand hat in der Nacht davor dein Haus mit Klopapier eingewickelt. Das ist eine sehr leicht durchschaubare Lüge und ich weiß nicht, warum du sie erzählst. Ja, weil du ein notorischer Lügner bist. Und von den Leuten wurden 2 erwischt. Die Polizei hat sich geweigert, eine Anzeige aufzunehmen und die hat sich geweigert, die Herrschaften hier das Klopapier wieder einsammeln zu lassen. Ja, dann warum liegt es dann nicht noch da? Rainer, wenn die Polizei sich da geweigert hätte, eine Anzeige, die hätten ja, wie gesagt, auf deinem Grundstück sein müssen. Dann hättest du ja auch einen Grund gehabt, sie anzuzeigen, und zwar wegen Hausfriedensbruch. Weil du ihnen nicht erlaubt hast, auf dein Edzardler Grundstück zu gehen. Aber, wir wissen ja, für Rainer ist die ganze Welt sein Grundstück und egal wo du stehst, ne, du musst entweder runter von deinem Grundstück oder zurück in dein Land oder was nicht alles. Ihr kennt den ganzen Schmarrn. Aber im Leben hat Rainer noch nie jemanden rassistisch beleidigt. Da haben sich die Beamten vor Ort dann geweigert, die Herrschaften da, wo da dabei waren, weil die haben 2 von 5 erwischt, obwohl die 5 Herrschaften da direkt nebendran standen. Die standen alle hier direkt am Haus. Und als dann das Auto unten reingefahren ist, sind die ein Stückchen hochgelaufen. Aber stattdessen haben die nur 2 erwischt. Und dann haben sich die Beamten geweigert, aufgrund einer, vor allem, das müsst ihr euch mal vorstellen, aufgrund meiner angeblich schlechten Qualität von meiner Kamera, haben sie sich geweigert, die Herrschaften dazu zu bringen, dass die ihren eigenen Müll, den sie mitgebracht haben und hergeworfen haben, wieder mitnehmen. So, das ist ein ähnlicher Fall wie neulich die Sache mit den Reifen. Diese beiden Reifen, der da und der da, die 2 Reifen. Ich habe das Kennzeichen von den beiden Reifen. Rainer, und jetzt beweist du gerade, dass deine Klopapiergeschichte Hardcore Lülü ist. Weil die Reifen, die vor einer Woche über deinen Zaun geworfen wurden, immer noch genau da liegen und du es den Leuten auf der Kamera zeigen kannst. Wohingegen ich hier nirgendwo Klopapier sehe. Sass, Rainer. Sass. An die Polizei weitergeleitet. Ich habe bis heute keine Info, was damit rausgekommen ist oder ob da überhaupt was weiter verfolgt wurde. Ich kann davon wohl auch ausgehen, dass das wohl auch nichts passieren wird.
weil es war mal wieder eine von den Schichten, bei denen ich schon im Vorfeld weiß, da passiert nichts. Ja, die Herr Müller-Schicht gewesen wieder. Rainer, du hättest ja mit dem ganzen Krampf, den die da über das Tor geworfen haben, du hättest ja da irgend so ein Heimwerker-Shit draus machen können, oder? Ich weiß, er hat versucht, aus den Reifen irgendwie Blumentöpfe zu machen, aber dummerweise hat er die auch wieder vorne ans Tor hingestellt, so, hm? Aber man hätte ja da auch was draus machen können. Wenn man ein bisschen kreativ ist. Keine Ahnung, hättest du auf ein Klima ein Video angeschaut. Der Quiz irgendwann einmal was mit eure Reifen gemacht. Ja, ich weiß, inzwischen ist der überall unten durch, aber das war 2021, da war der Held vom Erdbeerfeld. Und, ne? Und dann, keine Ahnung, kaufst du geschmeidige Trennscheiben an der flexst die Reifen auseinander, bastelst dann irgendwas da draus, keine Ahnung, ein Drachen oder sonst irgendwas. Du hast ja die Zeit gehabt, spackst das ein bisschen zusammen. Also ja, da hat ihm wieder das Talent gefehlt. Aber auf die Idee ist er überhaupt gar nicht gekommen. Wie krass hätte das den Hatern den Wind aus den Segeln genommen, wenn er gesagt hat, ey, ihr habt mir da die Reifen hingeschmissen, ey, vielen Dank. Ich mach da jetzt was draus und ich mach da Content draus. Und der hätte sich auch geklickt. Und der hätte sich auch klicken dürfen, weil das ein anständiger Content gewesen wäre. Stattdessen liegen diese Reifen immer noch da und alles, was er zu tun hat, ist sich als Lügenstory zu überlegen, wie jemand Klopapier auf sein Haus geworfen hätte, angeblich. Und den Leuten zu zeigen, dass die Reifen immer noch da liegen und sich darüber zu beschweren, dass irgendwelche Kuchenkinder da draußen auf der Straße stehen und sie Ahoi in die Kiemen zwitschern, oder? Das ist eine von den Schichten, da laufen die Hater nach unten zum Feuerwehrhaus und die fahren an denen eiskalt vorbei. Und auch wieder zurück und wieder eiskalt an denen vorbei. Und nehmen keine Personalien und gar nichts auf. Fahren einfach. Ja, Rainer, weil die Leute einfach nur zu Fuß durch Schauerberg gelaufen sind. Wenn ich die Leute nicht in flagranti bei einer Straftat erwische als Polizei, dann habe ich auch gar kein Recht dazu, diese Personalien aufzunehmen, irgendwas gegen die Leute zu machen. Objektiv betrachtet sind da einfach nur ein paar Menschen in einem freien Land die Straße herunter am Feuerwehrhaus vorbeigelaufen. Und das ist nicht verboten in diesem Land. Und dann hat auch die Polizei Edzardler überhaupt keine Handhabe dagegen. An denen weiter, weil die sind ja schon auf dem Weg nach Hause. Die Hater denken sich natürlich, cool, die machen uns nichts und dann drehen sie natürlich sofort rum und stehen wieder hier. Ja, und dann ist es so. Im Übrigen, du bist auch, gegen dich sind auch wegen versuchter Körperverletzung Anzeigen fallen gelassen worden und nicht weiter nachverfolgt worden. Aufgrund dessen Begründung, weil erwartet wird, dass in einem anderen Strafverfahren wegen einer ähnlichen Sache bald eine Strafe fällig ist und die schwerwiegender wäre als die versuchte Körperverletzung, weil es war nämlich tatsächlich begangene schwere gefährliche Körperverletzung. Ne? Aufgrund dessen, dass du im Oktober 2021 diese Verhandlung hattest und da ist davon ausgegangen worden, dass du da eine höhere Strafe kriegst wegen tatsächlicher gefährlicher Körperverletzung, sind Anzeigen gegen dich wegen versuchter schwerer Körperverletzung fallen gelassen worden mit der Begründung, es wird erwartet, dass in einem anstehenden Verfahren eine entsprechende Strafe ausgesprochen wird. Das sind einmal so Sachen. Wenn ich einfach so viel Scheiße baue, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach das Schwerwiegendste raus, dafür klagen wir an und das andere vergessen wir alles. Da muss ich mir auch denken, so keine Ahnung, Lücke im Rechtssystem oder es liegt wahrscheinlich daran, dass halt einfach unsere Gerichte massiv überlastet sind, wegen Trotteln wie dir, die permanent und unentwegt Edzardler diejenigen sind, die hergehen und die Scheiße bauen. Dann rufe ich nochmal bei der Polizei an und dann schicken sie, obwohl die gerade erst hier waren, vor 2 Sekunden waren die hier, rufe ich an. Ja, nee, die haben jetzt einen anderen Auftrag, die müssen jetzt sofort weg. Das würde jetzt sofort, das geht ja um Leben oder Tod, unsere Beamten müssen da jetzt sofort hin. Ja, Rainer,
es ist ein großer Landkreis. Es kann gut passiert sein, dass irgendwo ein Autounfall war oder sowas. Und die da hin müssen. Das ist richtig. Und vielleicht den Verkehr regeln. Schauen, dass sie irgendeinen Platz schaffen, wo ein Helikopter landen kann, der Verletzte abholt oder sonst irgendwas. Es interessiert ihn überhaupt nicht. An sowas denkt er gar nicht. Ne? Hier Kuchenkinder stehen vor der Schanze. Das muss die Priorität sein. Und wenn die nicht hier flotto und sofort kommen, so dann machen sie Etzertler ihren Job nicht anständig. Ich glaube, mir brennt der Hut. Das ist jedes Mal so übrigens. Ne? Das ist jetzt, wenn es einmal vorkommt, würde ich das ja verstehen, aber das kommt jedes Mal vor. Ja, freilich, weil du 20 Mal am Tag bei der Pinea angerufen hast. Reini, du hast 20 Mal am Tag bei denen angerufen. Natürlich ist der Junge, der Wölfe ruft, Rainer. Und wie gesagt, so eine Polizeiinspektion, sowas wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch, die wird ja nicht hier Pi mal Daumen aufgestellt. Da sagt ja nicht jemand, okay, da drüben steht ein Haus, du und du, ihr seid jetzt Polizisten und ihr kümmert euch jetzt um die Sache, sondern es wird geschaut, der Landkreis, was für eine Fläche hat der, was für eine Bevölkerungsdichte hat der. Aufgrund diverser Statistiken, mit was für einem Aufkommen an theoretischen Straftaten, Einsatzmöglichkeiten für die Polizei haben wir zu rechnen. Und dementsprechend werden da Polizisten reingesetzt, damit genügend da sind, um diese Arbeit erledigen zu können. Wenn jetzt auf einmal irgendein depperter Internet-Trottel um die Ecke kommt und die 20 Mal am Tag anruft und damit dafür sorgt, dass ihre Arbeit verdreifacht wird, dann hast du auf einmal einfach zu wenig Kapazität, weil kein Schwein damit rechnen könnte, dass jemand wirklich tatsächlich so dumm ist. Und dann hast du entweder die Wahl, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir einfach 3-mal so viele Polizisten in Neustadt an der Aisch einsetzen. Oder du sagst diesem Deppen einfach, dass er sein dummes, fettes Maul halten soll und kommst halt, wenn's gerade passt. Ich weiß, wofür ich mich ausspreche, weil die Leute werden von meinen Steuergeldern bezahlt. Und im Übrigen nicht von deinen Steuergeldern, weil wir wissen, seitdem du nicht mehr beim Plaster Jakob arbeitest, hast du keinen Cent Steuern gelatzt in deinem ganzen Scheißleben. Und was würde denn das Problem sein, wenn es sich da eine Minute... Und die Plaster Jakob Steuern, die hast du nur deswegen bezahlt, weil die automatisch abgerechnet wurden, bevor du dein Nettogehalt überwiesen bekommen hast. Ne? Hätten die dir vom Plaster Jakob das Bruttogehalt überwiesen und hätten gesagt, Reini, kümmere dich selber darum, deine Steuern zu bezahlen, hättest du auch da nicht einen einzigen Cent gelatzt. Nicht einen einzigen Cent. Aber sich dann großkotzig hinhocken und den Leuten erzählen, was von seinen Steuern, hier, wofür zahle ich einen beschissenen Steuern? 30. Geburtstag, wir erinnern uns. Hinstellen, die Personalien von allen aufnehmen, Platzverweis teilen, die Personalien haben. Wenn die die Personalien haben, können die nichts mehr machen, die Hater. Ich habe da damals... Ja, aber warum sollen die ein Platzverbot verteilen? Es ist doch eh ihr Aufenthaltsverbot. Im Reiche Winkler. Ist doch Todeszone alles, Digga. Ist doch, ne? Warum sollen sie noch Platzverweise verteilen? Ist doch hinfällig. Über diese Schicht habe ich damals ein Video gemacht, wo ich auch einen Namen gesagt habe von den Beamten. Und dieser Beamte hat mich im Nachhinein angezeigt wegen Verleumdung. Ja, und womit? Mit Recht, Rainer. Mit Recht. Du hast nämlich diesem Mann unterstellt, der wegen dir die 3-fache Arbeit hat, die er eigentlich hätte und für die diese Polizeiinspektion eigentlich ausgelegt ist, und wahrscheinlich Überstunden schieben muss. Dinge irgendwie, die müssen ja, wenn du in so Dokus immer Polizisten siehst, die sagen, hey, keine Ahnung, für jede Minute Einsatz sitzen wir danach 5 Minuten da am Papierkram. Das heißt, die fahren dahin
eine Viertelstunde, sind eine Viertelstunde, fahren eine Viertelstunde zurück, haben eine Dreiviertelstunde Einsatz gehabt und müssen danach eine Stunde lang Papierkram machen, bloß weil du es nicht auf die Kette kriegst, dass du checkst, dass du nicht der große YouTube-Star bist und gefälligst dein Arsch entweder in eine Lohnarbeit oder ins Jobcenter hättest bewegen sollen, und zwar flotto, und das schon 2013. Als die ersten Hater dir gesagt haben, Rainer, du bist es nicht. Und den Leuten wirfst du dann vor, dass sie ihren Job nicht machen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Weil er angeblich seinen Job ja perfekt macht und auch die Leute aus seiner Schicht den Job perfekt machen. Und Rainer, niemand macht seinen Job perfekt, und das haben die sicher auch nicht behauptet. Ne? Du hast dich diesen Leuten sehr despektierlich verhalten. Und die haben halt irgendwann die Fresse dick gehabt. Du musst dir das vorstellen, die haben die dreifache Arbeit, die sie sonst hätten. Die haben wahrscheinlich Überstunden schieben müssen, etc. Das sind Zeit, die ihnen weggeht von ihrer Freizeit, von ihrer Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, ihren Hobbys, etc. Und dann hast du die Dreistigkeit, dass du dich in deinen scheiß Stream oder dein scheiß Video reinsetzt und sagst, die machen Edzardler ihren Job nicht anständig. Ja, dann darf man aber auch gewaltig die Hutschnur platzen als Herr Müller. Niemals was vorkommt, obwohl es sowohl von dem, was ich sehe und bei mir mitbekomme, als auch was anderes. Deswegen hat er mich angezeigt wegen Verleumdung. Weil das, was ich gesagt habe, falsch ist. Nur weil ich gesagt habe, dass er seinen verdammten Job nicht macht. Und dann das Geile ist, dass er das automatisch so aufgefasst hat, dass ich gemeint habe, sein kompletter Job. Dabei habe ich nur den Fall hier vor Ort gemeint. Wenn der irgendwo anders seinen Job macht, das weiß ich ja nicht. Das kriege ich ja nicht mit. Aber was er hier vor Ort macht, ist definitiv was anderes. Jetzt ist die Polizei da. Eine Stunde später, als ich angerufen habe, und etwa 10 Minuten, nachdem die Hater weg waren. Oh ja, jetzt kommt diese Slow-Clap-Scheiße. Ja, Rainer, das passiert. Weil ich weiß nicht, ob das in deinen Schwellschädel irgendwie reingeht. Es gibt wichtigere Dinge als du. Und als dich. Grammatik Kasper Amstissel. Es gibt wichtigere Dinge als dich. Und du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Und du hast gerade die Leute gezeigt, die haben gar nichts gemacht. Die standen da auf der Straße. Das war jetzt kein Notfall. Es ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal. Entweder die Polizei kommt rechtzeitig und es passiert komischerweise nur, wenn ich rausgehe und die Hater das so lange beschäftige, bis die kommen. Oder die Polizei kommt etwa 10 bis 15 Minuten später. Jedes Mal. Also ich weiß nicht, was heute schon wieder los ist. Ich weiß nicht, was das aktuell ist. Dieses Verhalten ist definitiv unter aller Sau. Ich paffe also nur, ja. Gut, da kommt immer nicht viel raus. Wartet mal. Ich weiß nicht, warum. Aber passt auf. Rainer, weil du sogar zu dumm zum Rauchen bist. Deswegen. Rainer, bist zu dumm zum Rauchen. Hier, ganz normaler Zug. Ja? Und wenn ich dann immer in die Lunge ziehe, kommt immer kaum was raus mehr. Ich kann schon auch Lunge rauchen. Bloß die Sache ist die, ich rauche hauptsächlich, weil es mir schmeckt und weil ich gerne mit dem Rauch spiele. Ne? Ich bin so ein dämlicher Vollidiot. Leute, ihr habt es jetzt, schneiden wir nicht raus. Scheiße, ich muss jetzt schauen, ab wann habe ich jetzt hier, Jetzt was vor. Okay, Leute, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich euch das jetzt doppelt. Ich habe jetzt leider Gottes das Mikro gemutet gehabt. Ich erzähle es euch jetzt nochmal. Miscusi. Kommt, obwohl es sowohl von dem, was ich sehe und bei mir mitbekomme, als auch was anderes. Deswegen hat er mich angezeigt wegen Verleumdung. Weil das, was ich gesagt habe, falsch ist. Nur weil ich gesagt habe, dass er seinen verdammten Job nicht macht. Und dann das Geile ist. Oh ja. Mach das jetzt hier gerade eine Dreiviertelstunde. Ich habe keinen Bock, das nochmal neu aufzunehmen.
Ja, Leute, es tut mir, ich bin ein Dulli einfach. Ich habe mich vorhin gemutet, weil ich rotzen musste und ich kann euch nicht sagen, wo ich ausgestiegen bin. Es ist, ihr habt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten drin, in denen zwischendrin einfach mal Pause ist, wo ich vor mich hin schwadroniert habe. Wir schauen uns das einfach nochmal an. Dass er das automatisch so aufgefasst hat, dass ich gemeint habe, sein kompletter Job. Dabei. Okay. Wir gehen wieder zu dem, wo er anfängt zu rauchen, hin, weil da weiß ich, dass ich auf jeden Fall gemutet war. Er hat davor jetzt über den Herrn Müller schwadroniert und der Herr Müller muss ein massiver Ehrenmann sein, weil ich hätte ihm richtig aufs Dach gekackt. Ich paffe also nur, ja? Mhm, du paffst nur, Rainer. Gut, da kommt immer nicht viel raus, wartet mal. Natürlich kommt da nicht viel raus, weil du den Rauch jedes Mal aus dem Mund rauslässt, bevor du ihn reinziehst. Rainer, man zieht an der Zigarette, behält den Rauch im Mund und zieht ihn dann in die Lunge. So funktioniert Rauchen, aber du kannst halt gar nichts, du bist sogar zu dumm zum Rauchen. Ich weiß nicht, warum. Ah, passt auf, hier, ganz normaler Zug. Ja? Und wenn ich dann Nein, das war kein ganz normaler Zug, das war auch wieder zu dumm zum Rauchen. in die Lunge ziehe, kommt immer kaum was raus mehr. Ich kann schon auch Lunge rauchen. Bloß die Sache ist die, ich rauche hauptsächlich, weil es mir schmeckt und weil ich gerne mit dem Rauch spiele. Rainer ist Bullshit, niemand raucht, weil es ihm schmeckt. Leute, ich hab das selber mit dem Rauchen, ich krieg das nicht ganz weg. Ich rauche nicht mehr so viel, wie ich früher geraucht habe. Mit Anfang 20 habe ich auf meinem 10-Minuten-Weg zur Arbeit im Auto drei Kippen geraucht. Aber gerade wenn ich abends zusammenhocke mit ein paar Kumpels und wir zwitschern ein paar halbe oder ich bin auf dem Festival oder sowas, ich krieg's nicht ganz geschissen. Ich weiß, ich sollte damit aufhören. Ich weiß, Rauchen ist objektiv das Dümmste, was du machen kannst. Es gibt dir kaum einen Rausch. Es ist eine Droge, die dir kaum einen Rausch gibt, aber dafür wirklich deine Lebenserwartung massiv schmälert. Das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann, aber wenn man es halt mal angefangen hat, ist wild schwierig aufzuhören. Andere Rauschmittel, die ich konsumiere, haben mich nicht so irgendwie gehuckt wie Rauchen. Ich kann mal einen Monat lang nix saufen und alle anderen Sachen, ne, hat man mal ausprobiert oder macht man ab und zu mal und alles gut. Rauchen ist wirklich so ein Ding, das fickt mein Gehirn. Ich finde das wild. Auch wenn du irgendwie du siehst, du hockst abends vom Fernseher und siehst irgendeine Szene, irgendeinen Film aus den 80er Jahren und einer zündet sich eine Lunte an und du denkst dir, Alter, ich habe jetzt Bock, eine zu rauchen. Ne? Aus dem heiteren Himmel ist ganz wild. Rauchen ist meiner Meinung nach eine der problematischsten Drogen, die wir haben und die ist komischerweise legal. Ne? Und klar, Heroin ist schlimmer und so, ne? Aber auch größtenteils, weil es nur gepanschtes Zeug gibt. Aber Rauchen ist wildräudig und es macht so widerlich krass süchtig. Und ich komme selber nicht hundertprozentig davon weg und das ärgert mich sehr. Leute, ich mache jetzt hier eine Pause. Ich nehme euch dann noch einen zweiten und vielleicht noch einen dritten Teil davon auf, damit dann über die Woche mehr raus kann. Noch dazu will ich mir jetzt nochmal das Replay hier anschauen und schauen, was ich hier verkackt habe. Ne? Wie lang war ich gemutet? Wie viel habe ich von mich hingelabert, ohne dass es irgendjemand gehört hat? Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an der ganzen Nummer. Part 2 wird praktisch direkt im Anschluss hierauf aufgenommen. Ich bin gespannt. Ne? Aber wir sind jetzt bei 6 Minuten 17. Er schwadroniert übers Rauchen. Leute, tut nicht, was Rainer tut und Metal off.